Widerstand und Ergebung. So heißt ein Buch des Pfarrers Dietrich Bonhoeffer, der vor 80 Jahren, am 9. April 1945, aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus und seiner Bereitschaft, den Führer Adolf Hitler zu töten, hingerichtet wurde. Gemeinsam schauen wir sowohl zwei Abschnitte in der Bibel an, die den Gehorsam gegenüber dem Rechtsstaat fordern, als auch 5 Geschichten, die den Widerstand gegenüber dem Unrechtsstaat zeigen. Für viele Christen ist dies jetzt wohl ein Schock und etwas ganz Neues. Deswegen betrachten wir gemeinsam beide Seiten der Medaille. Zuerst untersuchen wir die Grundlage des christlichen Gehorsams gegenüber dem Rechtsstaat. Der Apostel Paulus schrieb im Römerbrief, Kapitel 13, in den Versen 1 bis 7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Der Apostel Paulus beschreibt hier den römischen Rechtsstaat im Jahr 55 nach Christus, der die rechtschaffenen Bürger lobt und die bösen Menschen bestraft. Paulus selbst hat sich auf sein römisches Bürgerrecht und damit auf den römischen Rechtsstaat berufen, als er zu Unrecht fast ausgepeitscht worden wäre. Außerdem hat er sich auf den Kaiser Nero berufen, als er in der Stadt Caesarea im Gefängnis war. Er wollte damit erreichen, mit dem Kaiser in Rom zu sprechen. Ebenso schreibt der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, in den Versen 13 bis 17. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Die Apostel Petrus und Paulus stimmen also überein. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe, rechtschaffene Bürger zu loben und böse Menschen zu bestrafen. Gott fordert von uns Gehorsam gegenüber dem Rechtsstaat, wenn er die guten Menschen belohnt und die Bösen bestraft. Das Wohl des Volkes ist das höchste Gesetz, steht im Schweizer Bundeshaus in lateinischer Schrift mit goldenen Lettern. Der Staat hat die Aufgabe, das Leben der Bewohner zu beschützen. Ein guter Staat ist auf dem Prinzip des Rechts aufgebaut und ermöglicht unter anderem eine funktionierende Armee, die das Land im Kriegsfall verteidigen kann, Grenzschutz, Polizei, Feuerwehr, Spitäler, Schulen, Straßen, die Einsetzung von Gerichten, ermöglicht Freiheitsrechte, ein Sozialstaat zur Unterstützung für Bedürftige und so weiter. Die Kirche ist das Gegenüber des Staates. Einerseits darf sich der Staat nicht in die Kirche einmischen
Und andererseits darf die Kirche den Staat auch nicht instrumentalisieren, zum Beispiel zum Krieg anstacheln, wie dies momentan in Russland der Fall ist. Leider hat der moderne Staat die Tendenz, stetig zu wachsen, bürokratischer und teurer zu werden. Deswegen muss er regelmäßig daran erinnert werden, was seine eigentlichen Hauptaufgaben sind. Was mich fürchterlich wütend macht, ist, wenn Christen auch in unserer Kirchgemeinde sagen, dass alle Staaten automatisch von Gott eingesetzt sind und völlig außer Acht lassen, was die Bibel sonst noch zu diesem Thema sagt. Im Folgenden schauen wir in aller Kürze 5 Geschichten an, in denen die Protagonisten Widerstand leisteten gegen den Unrechtsstaat. Zu Beginn des 2. Buches Mose lesen wir die Geschichte der mutigen Hebammen namens Schifra und Pua, die sich dem gewalttätigen Pharao widersetzten und sich weigerten, die männlichen jüdischen Babys kurz nach der Geburt zu töten. Originalzitat in der Bibel. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Hier sehen wir, dass aus einem Rechtsstaat ein Unrechtsstaat wird, wenn er Abtreibungen propagiert und damit eine Kultur des Todes etabliert. Die zweite Geschichte handelt vom Propheten Daniel, der Feinde besaß, die ihn töten wollten. Deswegen überredeten sie den medischen König Darius, ein Gesetz zu erlassen, dass während eines ganzen Monats alle Untertanen nur noch Gebete an den König und sonst an keine anderen Götter mehr richten durften. Was tat Daniel? 3-mal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Daniel war dem Unrechtsstaat ungehorsam, weil der Staat seine gottgegebenen Gesetze überschritt und sich in den privaten Glauben einmischte. Gott stellte sich zum Widerstand Daniels, indem er ihn mit einem Wunder aus der Löwengrube rettete. Ebenfalls im Danielbuch lesen wir die Geschichte von König Nebukadnezar, der in der Ebene Dura ein goldenes Standbild aufstellen ließ. Bei der Einweihung mussten alle hohen Beamten dieses goldene Standbild anbeten. Unter Androhung der Todesstrafe weigerten sich die 3 Freunde mit den lustigen Namen Schadrach, Meschach und Abednego und entgegneten König Nebukadnezar: Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederfallen werden. Daraufhin wurden sie in den brennenden Feuerofen geworfen. Doch Jesus Christus selbst war der 4. Mann im Feuerofen und beschützte sie, sodass sie unverletzt überlebten. Auch hier sehen wir, dass der Unrechtsstaat sich über die Gebote Gottes hinwegsetzte. Eine weitere Situation lesen wir im Neuen Testament, als die ersten Apostel aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus angeklagt und vor dem Hohen Rat ausgefragt wurden, warum sie weiterhin den Namen von Jesus Christus predigten, obwohl der Hohe Rat ihnen dies strikt verboten hatte. Originalzitat aus der Apostelgeschichte. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Hier sehen wir die Grundlage der Meinungs- und Gewissensfreiheit in der Bibel angelegt. Niemals darf sich der Staat an die Stelle Gottes setzen und von seinen Bürgern bedingungslosen Gehorsam fordern. Dies wäre totalitär. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, zeigt uns im 13. Kapitel den christlichen Widerstand gegenüber dem endzeitlichen Unrechtsstaat. In der Offenbarung des Johannes tauchen verschiedene Begriffe für diesen Unrechtsstaat auf und dessen Repräsentanten, wie Tier, Drache und sprechendes Bild. Alle Menschen werden diesen Staat anbeten müssen. 2-mal steht in der Offenbarung des Johannes, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.
Die Christen werden also Widerstand leisten gegen den endzeitlichen Unrechtsstaat und werden dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Diese 5 biblischen Beispiele gegen den Unrechtsstaat sind nicht abschließend. Für einige Hörerinnen und Hörer ist dies wohl nun ein Schock, weil sie bisher nur Römerbrief 13 gekannt haben, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Ein möglicher Einwand gegen den Widerstand stammt aus der Bergpredigt, in der Jesus uns befiehlt: Widersteht nicht dem Bösen. Doch der Zusammenhang dieses Satzes besteht in der Feindesliebe. Widerstand gegen den Unrechtsstaat ist ja genau ein Akt der Feindesliebe. Vor Pontius Pilatus erklärte Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Am 13. Februar 2025 hat ein Staatsverweigerer in Pfäffikon, Zürich, einen Mitarbeiter der Gemeinde unter Waffengewalt entführt. Dies ist der falsche Weg. Gottes Königreich gehört Gott und nicht uns Menschen. Deswegen müssen wir es auch nicht mit Waffengewalt verteidigen. Mit den Egli-Figuren sehen wir die Szene dargestellt, wie ein Christ kniet und betet und dadurch das Böse vertreibt. Das Böse ist dargestellt durch eine dunkle Figur. Wenn Väterchen Staat gegen Gott Vater aufbegehrt, leistet Mutter Kirche mit allen christlichen Schwestern und Brüdern Widerstand. Nicht einfach alles, was der Staat macht, ist automatisch gut und christlich. Viele Christen hatten damals und haben heute einfach Angst davor, sich für Jesus, die Bibel und das Gute einzusetzen und missbrauchten und missbrauchen Römerbrief 13 als billige Ausrede für ihren Gehorsam gegenüber dem Unrechtsstaat und ihrem Ungehorsam gegenüber Gott. Der 3. Punkt dieser Predigt lautet, was wir von Pfarrer Dietrich Bonhoeffers Widerstand gegen Hitler und den Nationalsozialismus für unseren Glauben heute lernen können. Der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer kämpfte gegen Adolf Hitler und war auch bereit, ihn zu töten. Aus dem Gefängnis schrieb er viele Briefe, die unter dem Titel Widerstand und Ergebung herausgegeben wurden. Dieser Buchtitel ist ein treffendes Wortspiel, weil Bonhoeffer einerseits Widerstand gegen Hitler geleistet hat und andererseits Jesus Christus treu ergeben war. Von Bonhoeffer lernen wir die Dankbarkeit trotz Schwierigkeiten. Bonhoeffer war sogar froh über seine Zeit im Gefängnis. Er schrieb: Es ist eine ununterbrochene Bereicherung der Erfahrung gewesen, für die ich wirklich nur dankbar sein kann. Wenn mein gegenwärtiger Status der Abschluss meines Lebens wäre, so hätte das einen Sinn, den ich zu verstehen glauben würde. Andererseits könnte alles auch eine gründliche Vorbereitung für einen neuen Anfang sein, der durch die Ehe, durch den Frieden und durch eine neue Aufgabe bezeichnet wäre. Ende des Zitates. Jesus bewirkt auch in unserem Leben eine innere Dankbarkeit, trotz äußerer Schwierigkeiten. Gott erfüllt seine Verheißungen, nicht unsere Wünsche. Bonhoeffer schrieb: Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das heißt, er bleibt der Herr der Erde. Er erhält seine Kirche. Er schenkt uns immer neuen Glauben, legt uns nie mehr auf, als wir tragen können, macht uns seiner Nähe und Hilfe froh. Er hört unsere Gebete und führt uns auf dem besten und geradesten Weg zu sich. Indem Gott dies tut, schafft er sich durch uns Lob. Ende des Zitates. Auch für uns ist es sehr schmerzhaft, wenn wir erleben, wie unsere Lebensträume platzen. Doch Jesus erfüllt für uns die Voraussagen in der Bibel, nicht unsere Wünsche. Er sagt uns seine Liebe und seine Nähe zu. Vertrauen in Gottes Souveränität und in die Wirksamkeit des Gebets. Bonhoeffer glaubte sowohl daran, dass Gott souverän ist, das heißt auch aus dem Bösen Gutes
entstehen lässt, als auch daran, dass Gott unsere Gebete hört. Und dass unsere Gebete Gott dazu bewegen, in unsere Welt einzugreifen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben wird, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum, das heißt Schicksal, ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Zitat Ende. Wenn wir lernen, Gottes Souveränität zu vertrauen, werden wir einerseits gelassener sein und andererseits leidenschaftlicher beten, weil wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört und beantwortet. Die Ehe trägt die Liebe. Obwohl Bonhoeffer mit seiner Verlobten Maria von Wedemeyer nicht verheiratet war, schrieb er tiefe Einsichten über das Wesen der Ehe an seinen Freund Eberhard Bethge, der mitten im Zweiten Weltkrieg Renate geheiratet hat. Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Gestern hörte meine Frau Christina und ich im Zug zwei junge Frauen sehr abschätzig und objektiviert über ihre Sexualität sprechen. Die Bibel zeigt uns, die Ehe ist der kleine Bund, der uns auf den großen Bund zwischen Jesus und uns Menschen hinweist. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Sexualität nur in der Ehe leben. Das ist auch eine große Würdigung für die Sexualität. Glaube an das ewige Leben. Dietrich Bonhoeffers letzte Worte vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945 lauteten: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Er glaubte also, dass er nach seinem irdischen Tod bei Gott im Himmel weiterleben wird. Millionen Menschen ließen sich in der Corona-Zeit aufgrund ihrer Angst vor dem Tod manipulieren und zu einem Verhalten hinreißen, das sie eigentlich gar nicht tun wollten. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, befreit er uns von unserer Todesangst und schenkt uns dafür die Hoffnung auf das ewige Leben. Wir alle haben Möglichkeiten, Widerstand gegen den gottlosen Unrechtsstaat zu leisten und unsere Umgebung mit der Liebe von Jesus positiv zu prägen. Im Folgenden liste ich 5 Möglichkeiten auf. Du kannst dich engagieren, die Bibel besser kennenzulernen, indem du selber in der Bibel liest, eine Hörbibel auf YouTube hörst oder einen Gottesdienst, eine Gebetsstunde, eine Bibelstunde oder einen Hauskreis besuchst. Dietrich Bonhoeffer sagte zur Bibel: Es ist oft besser, wenig und langsam in der Bibel zu lesen und zu warten, bis sie in uns eingedrungen ist, als von Gottes Wort zwar viel zu wissen, aber es nicht in sich zu bergen. Zitat Ende. Die Zusammenfassung der Bibel lautet: Jesus liebt uns und lädt uns ein, das Geschenk der Vergebung unserer Sünde anzunehmen, damit wir wieder in Beziehung zu Gott Vater treten können. Du kannst beten für dich selbst und für andere, besonders für Menschen in verantwortungsvollen Positionen. Es gibt unterschiedliche Arten des Gebets. Lobgebete, Bekenntnis der Schuld, Dank, Anliegen nennen. Wichtig sind auch Klage- und Rachegebete.
Gott deine Klage- und Rachegefühle ausdrücken und erwarten, dass er Gerechtigkeit schaffen wird, entweder schon hier auf unserer Erde oder erst in der Ewigkeit. In deiner örtlichen Kirchgemeinde kannst du dich engagieren, entweder in der Leitung oder bei konkreten Anlässen, damit sie eine Gegenkultur zum immer gottloser werdenden Mainstream und dem Unrechtsstaat bleibt. Außerdem kannst du dich in örtlichen Vereinen engagieren, sowohl in politischen Parteien als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Samariterverein, in Naturschutzvereinen und in Vereinen der Kulturförderung. Du kannst dich selber als Politiker aufstellen lassen oder andere Politiker im Vorder- und Hintergrund unterstützen, auch gerade mit deinem Gebet. Last but not least kannst du dich in der Nächsten- und Feindesliebe engagieren, um effizient Widerstand gegen den Unrechtsstaat zu leisten, brauchen wir maximale Charakterstärke. Feindesliebe können wir nicht aus uns selber heraus produzieren. Das wäre eine Überforderung für uns. Feindesliebe ist ein Geschenk von Jesus, das er uns verleiht, wenn wir ihn im Gebet darum bitten. Frage Gott doch im Gebet, wo du beginnen sollst, und fange in dieser Woche mit einem dieser 5 Punkte an. Wir kommen zur Zusammenfassung. Jesus schenkt uns die richtige Balance zwischen Widerstand und Ergebung gegenüber dem Staat. Der Staat muss abspecken, die Verantwortung der Bürger muss zunehmen. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, deswegen sind Kirche und Staat voneinander getrennt. Der Staat darf nicht in die Kirche dreinreden und die Kirche darf den Staat nicht instrumentalisieren, wie dies zurzeit in Russland der Fall ist. Diese Bibelstellen, die wir gemeinsam angeschaut haben, zeigen uns ein viel differenzierteres Bild als einen blinden Gehorsam gegenüber der staatlichen Obrigkeit. Jesus zeigt uns, wie wir kreativ Widerstand gegenüber dem Unrechtsstaat leisten. Schließen werde ich diese Predigt mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer namens Gebet in besonderer Not. Ich lade alle ein, in dieses ernste Gebet mit einzustimmen. Herr Gott, großes Elend ist über mich gekommen. Meine Sorgen wollen mich erdrücken. Ich weiß nicht ein noch aus. Gott, sei gnädig und hilf. Gib Kraft zu tragen, was du schickst. Lass die Furcht nicht über mich herrschen. Sorge du väterlich für die meinen, besonders für Frau und Kinder. Schütze sie mit deiner starken Hand vor allem Übel und vor aller Gefahr. Barmherziger Gott, vergib mir alles, was ich an dir und an Menschen gesündigt habe. Ich traue deiner Gnade und gebe mein Leben ganz in deine Hand. Mach du mit mir, wie es dir gefällt und wie es gut für mich ist. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei dir und du bist bei mir, mein Gott. Herr, ich warte auf dein Heil und auf dein Reich. Amen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank. Ich wünsche dir Gottes Segen.